Goedemorgen. Deze zondag is donderdag, de 29. juni. Mijn naam is John Pana van Tamaulipas. We hebben ons deze laatste deel beschäftigt met Lot zijn leven. We hebben gezien dat Lot anders handelt als Abraham. Lot maakt zich heimisch in deze wereld. Wobei Abraham immer wahre Hütten abstalt. Hij kijkt nur nach Heimat dreht, wat ewig bestohlen wird. Hij will nicht auf diese Welt sich heimisch merken. Lot dagegen, wie reut sich eine sehr gottlose Stadt heimisch zu merken. Leider nicht hastig, aber hij maakt een kleine Schritt. Durch selbstsichere Entscheidungen tragt hij immer dichter bei nach Sodom, was hij schließlich in ihrem Tor landete. Was hij schließlich in ihrem Tor zette, door de Anleiter von der Stadt wäre. Wenn hij weer Bürger geworden von Sodom, dann wie hij reut Dinge totelaten, wat sich von gerechten Mann nicht siemen deed. Hij leidt dat seine Dächter Mana nehmen würde uit deze gottlose Stadt, sich mit heidnische Mana befreien würde. Ob zwar die noch nicht befreit wäre, aber wie finde das, als hij ging nur der Eidamen, was seine Dächter nehmen sollen, und will er überreden, auch in die Stadt reinzugehen. Aber irgendwie das lächerlich. Hij wie reut seine Dächter in gottlose Hände zu geben, wobei Abraham große Klarheit hat. Hij will nicht, dass seine Frühnamen von der heidnische Früh ist. Hij schickt seinen Knecht, in Mesopotamien, durch eine Früh zu nehmen. Eine gottesfürchtige Früh. Das nächste, wo wir sein wird, Lot reut wir, dass wir aus den zwei Männer, den zwei Engel, nach Sodom kommen. Du waren die junge Männer von Sodom an, dort hier zwei fremde Menschen wären. Und sie kommen und wollen die zwei Männer in ihre Hände haben. Dann ging Lot rüt und sagt zu diesen Männern: Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Dann sagt er: Ich habe noch zwei Töchter, das sind Jungfrühs. Die haben noch niemals in den Mann erkannt. Die will ich ihnen rütgeben. Dann kann ich mit den Frühs dann was ihnen gefällt. Aber diese Männer, die soll je nicht andauern. Lot, wie reut seine Töchter in diese gottlose Hände zu geben, dass sie mit diesen jungen Frühs können tun, was ihnen gefällt. Abraham dagegen, hij wie ook reut seinen Sehen abzugeben, omdat wir ihm gehorsam gegenüber Gott. Wovon großer Unterschied? Wo könnte das Lot bei diesem Punkt kommen? Wo wird es möglich, dass er das reut wir totelaten? Na, wie gehen wir da drei, wo ich laatst abnahm? Abraham baut Altäre, hij lebt ein Gebetsleben, wobei wir von Lot noch nicht sind finden. Dass hij je einen Altar gebaut hat, dass hij ein Gebetsleben führt, dass hij eine Gemeinschaft mit Gott hat. Abraham wie die Gemeinschaft mit Gott das Allerwichtigste. In dem Moment, wo Lot Dinge totelaten, was sich für ihn gerecht nicht sehen will, wo er seine Töchter an die gottlose Hände geben will, in dem Moment kommt Gott nur Abraham und sagt: Ich will Sodom vernichten. Die Sünde sind zu schwer. Und dann kommt Abraham und fragt: Was tut den Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Abraham wie reut okay in diesem Moment für Lot noch Fürbitte zu tun. Ich glaube, er dachte hier an seinen Neffen. Würde er auch mal mit der Gerechten umkommen in der Stadt? So dann fängt Abraham an und fragt: Wirst du, wenn du 50 Gottlose, wenn du 50 Gerechte würde sein, wirst du die mit den Gottlosen vernichten? So wahrscheinlich hat er jedoch, vielleicht hat Lot evangelisiert und dort hat noch mehr Gläubige gegeben, dann wird Gott nicht Lot mit den Gottlosen vernichten. Aber leider wird es nicht so. Du wirst nicht 50 Gläubige. Und wir wieder die Länge kicken, sogar Gott sagt, wenn du Tieren gerecht wurde, seine Worte die Stadt nicht vernichten. So du wirst nicht mal Tieren gerecht in dieser Stadt. Leider hat Lot auch nicht evangelisiert. Wie weit das mangelnde Gebetsleben ist Ursache genug für ein leicht fortgehendes Leben. Die Gebetslosigkeit ist ein sicherer Weg
zu der geistlichen Niederlage. Lot hat einen guten Einfluss angefangen, aber allein einen guten Anfang zu merken, bedeutet nicht ein gutes Ende zu merken. Wir fingen noch nicht, dass Lot ein Altar beude, dass er beten deed. So die Frau aß, doen du auch beten? Und wenn ich bete, dann bedeutet das so viel, wir glauben, wir brauchen Gott nicht. Oder wir glauben, Gott kann uns nicht erhören. Wenn ich wenig bete, dann stehe ich auf einer sehr gefährlichen Leer. Mag Gott ihn segnen.